Thank you very much for your kind words. It's really a pleasure for me, I have to say, to be here and to talk in that beautiful place, beautiful area. I have been, for quite a while, I haven't been here in Bilbao, but earlier on, I have been very often to Bilbao. Unfortunately, I don't speak Spanish. I understand a little bit, but I don't speak Spanish. I hope I can find a way to explain a bit about that very, very complicated and not easy to understand artist. But I try to do my best, and I'm looking very forward to talk to you as well. Now I have to take my glasses. Just a second. Before that I have to find the beginning. Ah, yeah, here. Well, my lecture is called Deutsch. Mein Vortrag heißt Abstrakt und Figurativ in einem. Das mag im ersten Moment vielleicht fast geheimnisvoll klingen, dieser Titel Abstrakt und Figurativ in einem. Er konzentriert sich jedoch auf eine herausragende Konstante im Werk des Künstlers, die wesentliche Grundlage zum Verständnis seiner Vielschichtigkeit liefert und die nie an Bedeutung verloren hat. I already. Huh? Oh yeah. Okay. I talk about the painting a little bit later. I just wanted to get into it. Reinkommen. Das Werk eben von Baselitz ist figurativ und abstrakt im einen, ein Miteinander, das permanenten Neubeginn ermöglicht und durch den fortwährenden Bruch mit dem Vorhergehenden seine faszinierende Reichhaltigkeit gewinnt. Baselitz setzt auf Dissonanzen, die jede Vorstellung von Gleichklang und Schönheit unterlaufen und die daraus wie beiläufig ungewohnte Harmonien entwickeln. Ein Vorgehen, bei dem Experiment und Risiko einen hohen Stellenwert einnehmen. Mit diesen Grundfragen möchte ich versuchen, Ihnen Baselitz plastisch zu vermitteln, wobei ich das schon jetzt als kleine Warnung vorweg viele Haupt- und Nebenwege nur streifen kann. Aber zunächst zwei Anekdoten, die ebenso lustig wie aufschlussreich zeigen, was in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zählte, als ich Baselitz kennenlernte. Der urkomische Hintergrund. Ich hatte nach einem halbjährigen Volontariat an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München sehr früh eine wissenschaftliche Assistentenstelle bekommen, und zwar für die klassische Moderne und die Kunst der Gegenwart. Und nach kurzer Zeit sagten mir der damalige Generaldirektor und sein Stellvertreter, ich müsste eine Georg Baselitz-Ausstellung auf die Beine stellen. Fassungslos reagierte ich, denn bis dahin hatte ich noch nie überhaupt nur irgendetwas gehört oder gesehen von Georg Baselitz. Der Kommentar meiner Vorgesetzten war, das könnt ihr ja jetzt nachholen, und es blieb mir nichts anderes übrig, als diese Aufgabe zähneklappernd anzugehen. Bei meinem ersten Besuch von Baselitz, und zwar in Derneburg, wo er damals lebte, in der Nähe von Hannover in Deutschland, wo er mit seiner Frau Elke lebte und arbeitete, stellte ich sofort fest, dass er genauso nervös war wie ich. Und seitdem entwickelten wir eine tiefe, bis heute ungebrochene Freundschaft. Aber warum überhaupt dieser Firlefanz? Herzog Franz von Bayern, seinerzeit noch Prinz von Bayern, war schon damals engagierter und hellsichtiger Sammler völlig unbekannter zeitgenössischer Künstler
und wollte gemeinsam mit unserem damaligen Fördererverein eine Ausstellung von Baselitz realisieren, was meine Vorgesetzten in die Bredouille brachte, da sie dazu überhaupt keine Lust hatten. Mich damit zu beauftragen, schien die ideale Lösung zu sein, denn bei einem Misserfolg hätte man die Schuld auf mich schieben können. Und wenn eben es besser würde, dann wäre es ja auch gut. Und letzteres war der Fall. Die Resonanz auch in den Medien war überwiegend ausgesprochen positiv. Allerdings stellte sich bei der Eröffnung heraus, dass Anekdote Nummer 2 letzten Endes deutlich zum Verständnis bildnerischer Prinzipien des Künstlers beiträgt. Verärgert hielten mir einige Besucher den Katalog unter die Nase und verlangten ihr Geld zurück. Denn sie sagten, es stünden einige Abbildungen auf dem Kopf. Und da habe ich gesagt, dreht den Katalog mal wirklich um und guckt es euch an. Da steht nichts auf dem Kopf. Ihr erkennt sofort, wenn ihr es so anguckt, stimmen die Bilder überhaupt nicht mehr. Die stimmen nur, wenn sie in der ersten Version gemalt sind. Und das kann man hier sehr, sehr gut erkennen. Hier ist es absolut richtig und selbstverständlich. Hier ist es völlig unglaubwürdig, warum die Figur auf einmal diesen Stacheldrahtzaun oben am Kopf hat. Warum das? Macht überhaupt keinen Sinn. Es ist so gemalt, wie es da zu sehen ist. Ich habe Ihnen gesagt, dann würden Sie begreifen, dass nichts mehr stimmte, da diese Bilder de facto kopfüber gemalt seien. Und dieses Bildmotiv hier ist eine der frühesten Umkehrungen, das fast harmlos wirkt. Erst allmählich schleicht sich Unbehagen ein. Man erkennt Stacheldrahtspuren, die den Kopf des halbnackten Mannes tatsächlich umfassen, eingreifen und die brutal schmerzhafte Stütze sind. Die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre entstandenen Frakturbilder bereiten unmittelbar auf diese Umkehrung vor. In B für Larry auf der linken Seite und den Waldarbeitern auf der rechten Seite sieht man zwei Versionen, die das Ganze vorbereitet haben. Er hat am Anfang dann in der Vorbereitung eben diese Frakturbilder gemalt, wo alles wie zerbrochen aussieht, wo nichts einen wirklichen Halt hat, wo man zur Seite keinen Halt hat, man weiß auch gar nicht genau, wie die darauf hängen, diese Waldarbeiter, und man hat also keine Verbindung vernünftig zum Außen, kann sich nicht genau vorstellen, wie dieses, was da innen drin passiert, sich im Außen fortsetzen wird auf dem blauen Grund. Es herrscht Chaos, Verwüstung und Ausweglosigkeit. Erst mit den Fingermalereien verliert es als Inhalt zugunsten formaler Freiheit an Bedeutung. Ja. Und zwar links Birken von 1972 und rechts die Fingermalerei Adler von 1972. Sie feiern die Malerei, beide Bilder feiern die Malerei als eine ungebundene, Inhalte auflösende Instanz. Allerdings fällt die Radikalität bei den Birkenwäldchen in frühlingshafter Stimmung weniger auf als bei den Adlerbildern. Und da sieht man dann wieder ran, wie eben auch Themen von Baselitz eben entsprechend eingesetzt werden. Das Motiv des Adlerbildes, das prototypisch wichtige Entwicklungsschritte des Künstlers begleitet, ist um ein Vielfaches stärker symbolisch aufgeladen.
Der Adler, König der Lüfte, Götterbote und Wappentier steht seit Menschengedenken für Kraft, Weitblick, Mut und Freiheit. Damit wird der Verfremdungsakt brisanter, denn er unterläuft rigoros spezifische inhaltliche Zuordnungen. Der Greifvogel lebt ganz aus der Vitalität der mit den Fingern gegenläufig und wild aufgetragenen Farbsubstanz, die ihn fast vibrierend als Zentrum im Bild verspannt. Abstraktion, Figuration, Experiment, der malerische Gestus, all das spielt eine ganz große Rolle. In einem Vor und Zurück, sich scheinbar widersprechender bildnerischer Versuche, wird seit den späten 70er Jahren ein wildes Kaleidoskop sich verändernder Facetten ausgebreitet. Baselitz setzt gezielt auf Risiko, kombiniert erprobte Ansätze mit neuen Ideen. Wie beiläufig entwickeln sich aus Dissonanzen ungewohnte Harmonien. Überwiegend in dunklen Tönen gehaltene Überkopfbilder, lichte Rechtecke, die den Blick nach außen andeuten oder Arbeiten mit Gitterstrukturen, tragen zu unterschiedlichsten und immer wieder anders kombinierten Lösungen bei. Vielfach verwandelt sich das Sujet zum reinen Farbträger. Orangenesser 1 links und Orangenesser 4 rechts, beide von 1981, nähern sich selbstverständlich abstrakt-gestischen Gestaltungsweisen an. Großzügig mit breitem Pinselstrich aufgetragen, bunte Farbflächen vollziehen die formale Lösung vom Gegenstand. Dies gilt für die fragmentarischen Versuche, die Isolierung einzelner belangloser Gegenstände zu bildbestimmenden Akteuren, ganz besonders jedoch für die Serie Der Trinker. Hier sehen Sie das Beispiel Der Trinker von 1982. Das Motiv des Trinkers verliert an negativen Konnotationen, wird ganz zur freien Farbkomposition. Baselitz konzentriert sich auf wenige formal gewichtige Sujets und dafür ist das meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel, die das Gegenständliche auf ein Minimum reduzieren, nicht allein um sich der Abstraktion zu nähern, sondern um die Macht der Dingzeichen zu unterstreichen. Es gibt keine hierarchischen Ordnungen. Jedes Sujet ist bezogen auf die Bildfläche gleichermaßen gültig. Die Intensität etwa von vier Hände resultiert entschieden aus dem Verzicht auf geläufige malerische Verfahren. Ein harmloses Motiv ist zur Übergröße aufgeblasen, farblich und formal so angeordnet, dass sich keine inhaltliche Einheit ergibt. Die Hände liegen als nutzlose Formen auf der Bildfläche, nicht gebunden an einen Körper, sondern an den Malgrund, der sich mit ihnen zu einem Ganzen fügt. Das ist ja meines Erachtens sehr, sehr gut auch hier zu erkennen. Es gibt eben nur die Verbindung zwischen den Händen und dem Malgrund, die ein Ganzes bilden. Baselitz erreicht damit eine Farbkomposition, die auf komplementäre Gegensätze und deren Verschränkung baut. Für diese Art von Konzept kenne ich kein Vorbild, das ähnlich überhaupt vorgehen würde. Eine ganze Bandbreite neuer bildnerischer Verfahren wendet Baselitz besonders bei Akten der folgenden Jahre an. Oft sind es Kleinstelemente mit verblüffender Wirkung wie kreisrunde Löcher, einen Augenblick mal. Muss ich mal das hier ist Bild 11 von 1992.
ist über und über salopp im Schachbrettmuster, hingeworfen, rote Farben bedeckt mit Quadraten, in der Mitte eine schwarz-graue Figur angedeutet, als Schemen nur angedeutet. Und dazu muss man sich mal, und das ist nur ein Beispiel von vielen, das kann man ja hier nachvollziehen, die unglaubliche Größe immer, die Größenordnung der Bilder von Basel, die ganz häufig mit einem Blick nicht ganz zu fassen sind. Also das hier zum Beispiel, Bild 11, ist 2,90 hoch und 4,60 breit. Also schon ein ziemlich riesiges Bild. Und Bild 14 ebenso, auch 2,80 hoch, 4,50 breit. Also riesige Bilder, die tatsächlich, obwohl die ja in den Rändern offen bleiben und auf die Mitte konzentriert sind praktisch, trotzdem eine Übergröße haben, dieses riesige Format insgesamt an noch deutlicherer Bedeutung bekommt. Hier eben bei Bild 14, da sind mit der Tube aufgetragene leuchtende Farbschlieren, verknäulen sich oder verdichten sich zu Formen, überziehen den schwarzen Bildgrund. Und das ist eben auch, muss man auch eben immer wieder beachten, dass er immer wieder neue Verfahren des malerischen Zugriffes findet. In einer und derselben Serie zum Beispiel. Also hier eben auch ganz unterschiedliche Formen, wie er rangeht, wie er sein Thema tatsächlich umsetzt. Hier sind es eben die zwei liegenden Halbakte, horizontal gegenläufig angeordnet und mittig locker aufeinandertreffen, sind vage erkennbar. Man kann das sehen, glaube ich, ne? Aber sehr, sehr undeutlich. Ne? Man muss sich schon da reinknien, um es zu. Dann wiederum sind figurative Kürzel, Fragmente von Akten, linear in großen und schwarzen und grauen Kreisen auf hellem Grund skizziert und zu Flächenmustern ohne verbindende inhaltliche Struktur gefügt, wie in Bild 30. Auch das wieder ein großes Bild und auch da wieder diese völlig andere Art. Da hat man jetzt wieder den Eindruck, da sind die einzelnen runden Formen, zeigen schemenhaft einzelne Figurenteile oder Figuren. Auch da wieder eben, es fügt sich nicht zu einem begreifbaren Ganzen, sondern scheint einfach auf der Fläche für sich jeweils auch ein Eigenleben zu leben. Das ist so auch bei ihm wie in Fotonegativen, wie hier in dem Schwarz-Weiß-Negativ von 2004, da sind wir dann schon bei 2004, wo er versucht, er hat sehr viel angefangen dann zu fotografieren ab einer bestimmten Zeit. Und ihn haben besonders die Negative, weniger die ausgedruckten Fotos interessiert, sondern vielmehr die Negative, die einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Verbindung der einzelnen Farbtöne miteinander eingehen. Expressionistisch hingetupfte Punktlinien, die an Schnittmuster erinnern, und ein runtergedimmter Farbklang versetzen die großformatigen Bilder in ephemere Zwischenbereiche. Entscheidende Voraussetzung für das Gelingen dieser bildnerischen Strategien war in den 1990er Jahren der Entschluss, kniend oder hockend von allen Seiten auf dem Boden zu malen. Zitat: Ich raufe mich auf dem Boden herum, was mir irrsinnig schwerfällt. Trotz meiner Knochenprobleme und obwohl ich mich kaum bücken kann, habe ich mir diese widersindige Methode angewöhnt. Das muss man sich ja mal vorstellen, wenn man ein Bild von allen Seiten malt und keine Richtung festgelegt ist, dann wird es nochmal ad 1 stärker auf die Bildmitte irgendwie bezogen und man bekommt nochmal größere Schwierigkeiten, irgendwie man kann nichts Fortlaufendes erkennen.
Und das sind alles Methoden unterschiedlichster Art, die Baselitz einsetzt, um das zu erreichen. Die Konsequenz ist offensichtlich: Bewusst schaltet Baselitz die Möglichkeit aus, das jeweilige Verb im Entstehungsprozess aus größerer Distanz und damit als Ganzes sehen zu können. Es sind immer nur kleine Partien, die er im Blick hat und die sich eher intuitiv zu einem Bild fügen. Gegen Ende der 1980er Jahre wird die Bildwelt des Künstlers nochmals leichter, luftiger. Eine Entwicklung, die fraglich auch mit der veränderten politischen Situation in Deutschland, dem Mauerfall und der Wiedervereinigung zusammenhängt. Auch das muss man immer im Kopf behalten. Baselitz ist jemand, der nicht zu denken ist, praktisch ohne den Ort, wo er herkommt und ohne die Gegend, wo er herkommt, ohne den Wechsel von tatsächlich Hitler-Deutschland, dann Kommunismus, DDR und so weiter und dann auf einmal in den Westen kommen und den Westen dann auch, aber mit dem genauso Probleme haben wie mit dem anderen, weil der Westen ist kapitalistisch verdorben und. Da gibt es ganz viele Dinge, die da mit eine Rolle spielen. Eine neue Ufer eröffnende Strategie ergreift Baselitz nach der Jahrtausendwende mit dem Entschluss, zentrale Werke seines Œuvres nochmals zu malen. Als er mir davon erzählte, dachte ich, oh je, um Gottes Willen. Ich war in höchstem Maße skeptisch und dachte, das könnte doch nichts werden. Aber wie konnte es anders sein? Weit gefehlt. Die Serie dieser Remixbilder bringt einige Phänomene des bisherigen Werkes ungeschönter, aber auch mit provokanter Nonchalance zur Sprache. Im Vergleich zum schmutzig-dumpfen Klang ihrer Vorgänger haben sich die Neufassungen in leichte, aquarellhafte Kompositionen aus einem Guss verwandelt. Wenn Sie sich erinnern an diese frühen Bilder mit den Umkehrungen, da war das Ganze zugemalt, mehr oder weniger. Es waren die einzelnen Körperformen, durchaus die Kleidung und so. Das war noch eine Fläche. Das hatte noch was Greifbares. Hier haben Sie nichts mehr. Es wird alles tatsächlich schon aufgelöst und hat eine viel lichtere Farbigkeit, eine viel, man könnte sagen, schönere vielleicht. Und die auch das Ganze noch mal weiter, aber auch verfremdet. Und eben im Vergleich zum schmutzig-dumpfen Klang ihrer Vorgänger haben sich die Neufassungen in leichte, aquarellhafte Kompositionen aus einem Guss verwandelt. Bezeichnenderweise nutzt Baselitz hier einen in der Musikszene geläufigen Begriff. Er benennt ein Verfahren, bei dem ein neuer Produzent einem meist schon im Original erfolgreichen Musikstück seinen eigenen stilistischen Stempel aufdrückt, zum Beispiel als tanzbare Version mit mehr Beats und elektronischen Effekten und so. Und das passt natürlich unheimlich gut, jedenfalls meiner Meinung nach, weil es irgendwie, eben dieses immer wieder probieren, austesten, neue Möglichkeiten suchen und die Sachen eben nicht so ernst und kompakt zusammenzusehen. Dabei bleibt die Bodenhaftung im faktischen wie im übertragenen inhaltlichen Sinn zentral. Ein Vergleich mit dem US-amerikanischen abstrakten Expressionismus drängt sich auf und verdeutlicht zugleich markante Unterschiede im Vorgehen. Und hier ein Beispiel von Jackson Pollock, One Number 33, auf dem man sehr deutlich erkennt, das Bild ist letzten Endes über die Grenzen hin fortsetzbar. Die Art der Struktur der Malerei könnte unendlich weitergehen. Das ist etwas, was Baselitz nie gemacht hat. Er hat sich dafür zwar interessiert, aber ihm sind die Bilder auf das Bild als Fläche konzentriert. Und das ist eben bei Jackson Pollock, den er zwar bewundert hat,
hat er es aber nie teilen können. Während das All-Over-Painting Bildgrenzen ignoriert oder das Dripping von Jackson Pollock manuelle Berührungen meidet, insistiert Baselitz auf Begrenzung zu den Rändern, unmittelbaren Kontakt zur Bildfläche und der figurativen Basis. Das Kunstwerk als in sich geschlossener Kosmos ist einem europäischen Verständnis verpflichtet, begreift sich als autonome Wirklichkeit jenseits der Realität. Insgesamt hilft dabei die zunehmende Auseinandersetzung mit Künstlern der internationalen Moderne, die eigene Position weiter zu differenzieren. So bezieht etwa Sandteichdamm, etwas heller, und Piet in kurzer Hose, eine Komposition des Konstruktivisten Piet Mondrian. Das mache ich jetzt schon mal kurz rein, ich mache es dann nachher wieder zurück. Eine Komposition des Konstruktivisten Piet Mondrian in so unmissverständlicher Veränderung ein, dass sie dem strengen Konzept des Niederländers Hohn spricht. Bar jeder Präzision nimmt das Bild keine Rücksicht auf dessen radikale, formale und farbliche Reduktion. Also das von Baselitz nimmt keine Reduktion oder dessen Beschränkung auf horizontale und vertikale Linien sowie geometrische Farbfelder. Stattdessen sind die Strukturen ausgefranst, gehen wild ineinander über. Großen Einfluss hat Willem de Kooning. Überlebensgroße, farbenfrohe Ölgemälde mit Selbstporträts bilden eine strahlend optimistische Serie, die das Werk de Koonings rückhaltlos feiert und zugleich in seiner malerischen Sprache für sich nutzt. Nun ein Resümee im Spätwerk. Das Arbeiten in Serien prägt, wie mehrfach betont, das Werk von Baselitz seit Anbeginn. Es ist ein gestalterischer Grundgedanke, der in Themen, stilistischen Ansätzen oder verwandten Motiven in gleicher oder vielleicht variierter Methodik umgesetzt wird. In den späten Bildern wird die Bandbreite der Sujets sukzessive reduziert. Im Zentrum steht nicht mehr deren Vielfalt, sondern ihr Ausloten in unterschiedlichen Richtungen, vorrangig am Thema des Aktbildnisses oder einzelner Körperteile in übergroßen Hochformaten. Ja. Die Erstfassungen, die sich früher in quälend langwierigen Phasen sukzessive auf der Leinwand entwickelten, sind im Remix das Resultat weniger Stunden. Die Erarbeitung einer funktionierenden Bildmethode hat bereits im Kopf stattgefunden. Die ist rein konzeptuell. Es entstehen Gesamtstrukturen, die die Leinwand als Gestaltungselement einbinden. Oft tragen Teilungen der Bildfläche dazu bei, die Komposition formal zu straffen und zugleich das Vergangene zu flüchtigen Schatten zu reduzieren und zu neutralisieren. Hier aber nochmal, Sie erinnern sich, ich habe jetzt keins daneben gestellt, nicht das daneben gestellt, das ursprünglich, die Originalversion, aber hier sehen Sie durch diese punktuelle Farbsetzung, wo also rote Punkte sind und so weiter, dass da ganz deutlich eine andere Art, eine direktere Art auch von Ausdruck angesprochen ist. Und haben wir das jetzt nicht? Ah ja, hier. Oft tragen Teilungen der Bildfläche dazu bei, die Komposition formal zu straffen und zugleich das Vergangene zu flüchtigen Schatten zu neutralisieren. Das zweigeteilte Bild, ein moderner Maler, Remix von 2007, zeigt in der lichten Partie des Oberkörpers den Oberkörper des Helden im schwarz-weißen Bereich unten, ein fast abstraktes Walddetail, das den Blick auf die seit Kindheit vertraute Umwelt aufblitzen lässt. Also die Gegend aus Sachsen, die für ihn eine ganz wichtige Erfahrung und immer wieder eine Rolle spielt
in seinem Werk. Dem surrealistischen Verfahren der sogenannten Cadavre exquis, der köstlichen Leichen, so die Übersetzung, ähnlich, wird rein zufällig. Cadavre exquis sind, dass man mehr oder weniger zufällig bestimmte Kombinationen macht und daraus etwas Neues entsteht, deckt Baselitz bis zur Fertigstellung der einen Bildhälfte die andere mit Pappe zu und umgekehrt. Er will vorher gar nicht wissen, was auf der linken Seite, will sich gar nicht mehr erinnern, drauf war und was auf der rechten Seite dann noch dazu kommt. Der Zufall hantiert mit, das Resultat wird auf selbstverständliche Weise abstrakter. Meist sind die Figuren im Vergleich zu ihren eindeutig negativ besetzten Vorgängern ambivalent lesbar. Traumata der Geschichte sind in ferne Bewusstseinsschichten verbannt. Sie wirken nicht mehr als unmittelbare Belastung und verwandeln durch Hervorhebungen vormals bedrohliche, in fast karikaturistische Elemente. Die große Nacht im Eimer, Remix, betont ein leuchtendes Rot, in einem leuchtenden Rot den Penis und Partien des Oberkörpers und der Physiognomie der Erstfassung. Zudem wird Hitler, ich muss noch wieder zurückgehen, zudem wird Hitler im typischen Oberlippenbart unmissverständlich zitiert, wie dies auch Neuversionen des Heldentyps zeigen. Die erste bildhauerische Arbeit des Künstlers bestand aus rohem Lindenholz und wurde 1980 unter dem Titel Modell für eine Skulptur auf der Biennale in Venedig gezeigt. Nach der Auffassung von Kritikern rufe sie, was sie empört bemerkten, rufe sie im erhobenen rechten Arm Erinnerungen an den Hitlergruß wach. Mit Recht reagierte Baselitz auf den Vorwurf. Er sagte mit dem Hinweis, dass diese Geste afrikanische Stammeskunst sei, und zwar hier in dem Fall aus Burkina Faso. Er sammelte das auch intensiv. Der Verweis auf afrikanische Skulptur gibt in der Tat eine völlig andere Sicht des Ganzen. Es ist nämlich nicht der Hitlergruß und dieses Aufrechte, halt hier, ich bin eben ein Nazi und so weiter, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist genau dieses aus der Tiefe nach oben kommende der indigenen Bevölkerung, die sehr zurückhaltend eben solche Dinge für sich eben doch festlegt, sagt auch, wir machen das eben so und so. Das ist unsere Art. Bereits in der zwischen 1998 und 2002 gemalten Serie der Russenbilder, die etwa wie hier Lenin als abgewracktes, dürres Männlein fast erbärmungswürdig vorführen, sieht man hier an dem merkwürdigen Kopf auf der einen Seite und dann an diesem Körper, der nur aus kleinen Pünktchen, der überhaupt nichts Ganzes mehr ergibt, dürres Männlein fast erbärmungswürdig vorführen, bedient sich Baselitz ähnlicher Mittel. Ebenso verarbeitet er die Propagandakunst der DDR, die seine Jugend prägte durch ironische Verfremdungen und malerische Überspitzungen. Ohnehin langweilige bis kitschige Motive werden zur Requisitenkammer privater Biografie und großer Geschichte und dienen Baselitz als Fundus für seine Bilder. Formen verdichten sich zu größeren Partien, sind farblich stärker kontrastiert. Auf allen Beispielen trägt der Künstler eine Kappe mit der Aufschrift Zero. Das kann man leider bei der nicht so ganz genau sehen. Da ist oben direkt auf der Kappe steht Zero. Und das ist auf der einen Seite, liest sich das wie eine freundliche Werbung für seinen Farbhersteller, der Zero hieß.
Das ist eine kleine Werbung. Aber die Markenbezeichnung bringt jedoch unterschiedlichste inhaltliche Gedankengänge mit sich und wird in ihrer Bedeutung neu aufgeladen. Ist Zero als die Stunde Null gemeint? Als allgemeiner Aufruf zum Neuanfang, zu radikaler Umkehr oder Erinnerung an sich selbst? Nicht stehen zu bleiben oder auf den Inhalt des Kopfes, der sie trägt? Auch dabei handelt es sich um eine gestalterische Methode, die via mehrdeutiger Begriffe dem jeweiligen Werk assoziativ neue Richtung zu geben vermag. 2014 entstehen die riesigen Selbstporträts Avignon. Ja, da hat er auf der Biennale in Venedig eben diese fantastische Kombination in einem ganzen Raum, also unglaublich eindrucksvoll, wenn Sie da reingingen, dann haben Sie gemerkt, wie sich die Dinge auf der einen Seite, ja, man meint, da ist noch Fleisch da sind ja auch die Augen blau und so weiter, aber es ist trotzdem doch wie ein Schritt schon in eine jenseitige Ebene, die nicht mehr wirklich real, aber auch noch nicht ganz weg ist, wo noch so ein Zwischenreich vielleicht da ist. Und eben dies als die Stunde Null gemeint. Aber handelt es sich um eine gestalterische Methode, die via mehrdeutiger Begriffe dem jeweiligen Werk assoziativ neue Richtungen zu geben vermag. 2014 entstehen die riesigen Selbstporträts unter dem Titel Avignon, eben dieses hier. Und dann dazu im Vergleich das, worauf sich das bezieht, nämlich von Georg Basel, von Pablo Picasso, eben dieses Avignon-Bild, Les Demoiselles d'Avignon, heute im Besitz des MoMA, das auch bei ihm ein Zeichen großer, nochmal ein Schritt zu größerer revolutionärem Verhalten und größerer Veränderung war. Baselis beginnt damit, sich mit seinem Spätwerk und der Frage des Alters auseinandersetzen. Wie könnte es aussehen? Er betont, meine Avignon-Bilder sind der Anfang meiner Endzeit, des Endspurts. Baselitz greift hier unter anderem die heitere Welt des niederländisch-amerikanischen Künstlers Willem de Kooning auf, ohne sie zu imitieren. Man fühlt sich vielmehr an deren Klang, zum Teil auch deren Farbauftrag erinnert. Auffallend sind die leuchtend blauen Augen, die in eine ferne Dimension zu blicken scheinen. Den muss ich noch mal. Handelt es sich um Totenköpfe und verbinden sie sich überhaupt mit dem Körper? Der Hals ist meist völlig instabil, fast brüchig gezeigt. Wie kam es dazu? Warum der Titel Avignon? Seit Jahren, so Baselitz, beschäftigt er sich, wie ich gerade schon sagte, mit dem Alter und damit zugleich dem Thema Spätwerk. Er erinnert an die Ausstellung von Picasso, und da kam das andere, was ich gerade gezeigt habe. Gehe ich eben das? Nee, das war das Falsche. Ja, und das aber nehme ich wieder raus jetzt. In einem Traum, und zwar faszinierend ist, wie Baselitz diese Herausforderung für sich umsetzt. In einem Traum ging es um ein Selbstporträt. Ich zitiere: Ich sah mich gemalt als Akt in der Mitte, wie ein Baum von einer Axt gespalten, auseinanderklaffend, vom Kopf her gespalten. Eben nach diesem Traum habe er sich an Aktbildnisse anderer Maler erinnert. Dann ließ er seiner Frau ein Aktfoto von sich machen und begann neu. Das erste Bild entsprach zwar dem Traum, er habe ihn jedoch zu deutlich und ängstlich rekonstruiert und es wurde ein schlechtes Bild. Schließlich habe ich es mit The Kooning Woman and Bicycle übermalt. Und dann kommt eben, das ist das richtige Jahr. Zweimal übermalt, ja.
Und er nennt das Bild jetzt nicht zweimal übermalt, sondern zweimal übermal, um genau eben da auch hinzuweisen, das stimmt nicht so ganz, ich mache da bewusst. Mit dieser Wolte gelingt ihm endgültig die Befreiung und kleinliche Ideen von Rekonstruktion sind passé. Nach der, auch für Baselitz, eindringlichen Erfahrung dieser Werke in den Arsenalen zu sehen, war dringend eine Erholungspause mit spielerischen Bildern nötig. In einem hinreißend sprunghaften, leichtfüßigen Text geht Baselitz auf diese, wie er sie nennt, Feierabendbilder ein, die nach seiner schwerblütigen Avignon-Werkgruppe von Werkgruppe von 2014 einen lockeren Akzent setzen. Und zwar um dieses Bild hier zum Beispiel. Es handelt sich um Füße, Beispiel hier, unterschiedlich groß und gediegen in Gold gerahmt. Das kann man hier jetzt nicht so. Je zwei Paar nur vage angedeutete Beine bewegen sich an einem wilden, abgehackten Tanz. Dieser Windmühlenfuror, zwischen heiterer Ausgelassenheit und stumpfen Staccato pendelnd, wird rüde abgebremst, denn die Bildränder verhindern eine ungebrochene Rotation. Baselitz gibt uns damit ein Rätsel auf, zu dem er selbst die Lösung bietet, wenngleich verklausuliert. Schon der Titel ist Programm. Las Bumsik ist die Verballhornung von Blasmusik. Das ist, wenn man dieses Las Bumsik sich anguckt und die Worte die 3 Worte in der richtigen Reihenfolge liest, kommt da Blasmusik dann raus. Eine Verballhornung von Blasmusik eben ist das Bumsik, gibt den Ton vor, hinter dem sich eine Fülle von Neuansätzen und Assoziationen verbirgt, die aber bitte nicht zu gewichtig daherkommen sollen. Und dies gilt auch für die Bilder der letzten Jahre, deren Inhaltlichkeit in den Motiven erhalten bleibt, jedoch nie an Dominanz gewinnt. Der Ballast des Vergangenen bleibt als Bodensatz erhalten, denn, Zitat, Füße sind meine Erdung, mir ist die Erdung wichtiger als die Sendung. Das Empfangen über Erdung funktioniert bei mir besser als über Antenne. Zitat Ende. Und ermöglicht Baselitz so eine souveräne künstlerische Freiheit, die alles ansprechen kann, ohne sich darin zu verstricken. Die Akte sind im schwarzen Bildgrund nicht integriert, sondern bleiben konturierte Formen, stehen in einer Zwischensphäre ohne konkrete Zugehörigkeit. Immer wieder geht es auch in den folgenden Werken um den alternden Körper, um Figuren oder einzelne Körperteile, die wie verweht im Ungefähren verschwimmen, um Schatten, die sich kaum noch geschlechtlich zuordnen lassen. Oder Akt und Hände auf schwarzem Bildgrund werden durch Goldlack und zweideutige Titel werden die verändert wie in rasender Beifall in Gold von 2019. Man fragt sich, wem hier Tribut gezollt wird, einem rauschenden oder misslungenen Abgang. Denn Baselitz wäre nicht Baselitz, würde er nicht hin und wieder der eigenen Arbeit eine leichte Note verleihen, wie es auch die Werke in Transfertechnik oder mit Strumpfhosen zeigen. All dies war und ist typisch für die bildnerischen Verfahren von Georg Baselitz. Er entwickelt etwas Neues, variiert und prüft es, indem er vieles aus dem Repertoire aufgreift und es spielerisch neu zusammenfügt. Sein, Zitat, ganzes kaleidoskopisches System ist in einer Pappröhre versammelt, dessen Inhalt sein Kopf mit Dingen von außen wie von innen füllen und verarbeiten kann. Der Katalysator mit Ventil ist die undichte Stelle, auch immer noch Zitat, und lässt die gepressten Sachen rausfliegen. Die Fantasie breitet sich aus wie die Sporen von getretenem Bouvist. Diese Vorstellung von der Bildmalerei ist mir nicht unangenehm. Ich denke, so ist es. Er bezieht sich bewusst da eben auf diesen Pilz,
der einen unglaublichen Sporenvielfalt, Ausbreitung von Sporen hat und eine Veränderung darin, der aber gleichzeitig etwas Positives auf der einen Seite und auch etwas Negatives in sich verbindet. Die zunehmende Auseinandersetzung mit Künstlern der internationalen Moderne hilft, die eigene Position weiter zu differenzieren. Wie eben Sandteich-Damm etwas heller integriert, eine Komposition von Piet Mondrian, wie wir es schon vorhin gesehen haben, und andere große Dinge, die eben über Willem de Kooning und andere Menschen halt kommen, sowohl durch Selbstporträts und so weiter. Die auch heute noch extrem provokativen, durch Umbrüche gekennzeichneten Werke des Künstlers belegen, dass Baselitz trotz höchster internationaler Anerkennung bis heute Grenzgänger und Nonkonformist geblieben ist. Er hat sich unabhängig zwischen Extremen positioniert und sich seine eigene, risikogeladene Haltung bewahrt. Dadurch wird er angreifbar, empfindlich, aber gerade das ist ein Indiz für seine Sonderrolle wie für seine künstlerische Potenz. Sein Ort ist weder die Figuration noch die Abstraktion, nicht Ost oder West, nicht Europa oder Amerika und ganz besonders nicht die globalisierte Welt. Er ist ein Gratwanderer zwischen den Polen, jedoch mit bewusst und deutlich kommunizierter Erdung in dem, was seine Biografie an Sprüngen, Widersprüchen wie auch ganz Konstanten prägt. Gemäß seiner Auffassung, ich zitiere, programmatisch kann man als Künstler gar nicht international sein. Ich wüsste gar nicht, wie man das macht. Zitat Ende. Baselitz ging es nie darum, sich einem international erfolgreichen Stil anzugleichen, obwohl er seismografisch Entwicklungen innerhalb der Kunst, deren Fragestellungen und mögliche Antworten zu speichern und darauf zu reagieren scheint. Sein Bezugssystem baut sich aus einem höchst komplizierten Gefüge von privater Erinnerung, Vergangenheit, Gegenwart, Alltagsrealität und Geschichte der permanenten Auseinandersetzung mit dem Standort der Kunst, ihren Fragen gestern und heute zusammen. Dieser Diskurs verläuft nicht systematisch und präzise strukturiert, sondern intuitiv, sprunghaft, mit immer wieder überraschenden Kapriolen wie auch Querschlägen und Bezügen. So ist eben auch sein Work in Progress der letzten Jahre die verblüffend neue, ebenso waghalsige, stupende Serie der Remixbilder, die wir schon diskutiert haben, ein Dialog des Künstlers mit seinem Werk, unterschiedlich motiviert. Sie ist durch verschiedene Fragestellungen geprägt und die erst in der Summe einen Eindruck von der emotionalen Vielfalt und zugleich der intellektuellen Wachsamkeit geben, auf der sie basieren. Da ist zum einen die Auseinandersetzung des Künstlers mit seiner Biografie und den programmatischen Werken, die seine Position innerhalb der Kunst seit Beginn der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begründen. Da ist zum anderen der Dialog insbesondere mit der deutschen zeitgenössischen Malerei, weltweit gefeiert und hofiert und in dessen Verlauf die erneute bildnerische Reflexion über Möglichkeiten und Grenzen der Kunst, ihre Verortung in einem System sich widersprechender Kräfte. Darüber hinaus stellt sich Baselitz einmal mehr künstlerische Methoden auf den Prüfstand und nähert sich mit optisch verblüffender Leichtigkeit und malerischer Souveränität der Lösung eines Problems, das ihn stets umgetrieben hat. Ja, ich würde sogar behaupten, dass er es gelöst hat, wenn dies nicht so sehr nach Abschluss klingen würde. Schon die Remixwerke sind selbstverständliche Synthese von Gegenständlichkeit und Abstraktion, von präzise gewusstem Konzept und spontanem Ausdruck. Die eröffnen im selben Atemzug den Blick für eine freiere, unverbrauchte Sicht auf ihre Vorbilder, wie auch der Fragestellungen, die sie prägten. Nicht von ungefähr sind die Remixbilder zu einem Zeitpunkt entstanden, der für Baselitz bewusst gesuchten Abschluss und Neubeginn beinhaltet. Es ist eine Art Häutung und Befreiung. Indem er sich häutet, erfindet er sich neu. Gemäß dem Diktum, Zitat, man darf nicht einspurig sein.
Man muss vielspurig sein, viele Dinge gemacht haben, viele Brüche vorzuweisen haben, ein Chamäleon sein. Aber auch ein Chamäleon hat eine Konstante, nämlich die der permanenten Metamorphose. Lassen Sie mich abschließend nochmals auf mein Leitthema, die These, dass bei Baselitz Abstraktion und Figuration untrennbar miteinander verbunden sind und ineinander übergehen, sich gegenseitig bedingen. Wechselseitig ist das eine nur mit dem anderen denkbar. Nur in diesem Miteinander lässt sich die ganze Bandbreite der künstlerischen Ansätze von Baselitz begreifen. Und nur darin zeigt sich seine Sonderrolle, wie man das hier in diesem Waggon-Lit sehen kann. Nur darin zeigt sich seine Sonderrolle, mit der er sich ebenso diametral vom American Abstract Expressionism wie auch dem kommunistischen Diktum und den Ansatz der ehemaligen DDR der Gegenständlichkeit unterscheidet. Damit möchte ich meinen Vortrag abschließen, aber nicht ohne Sie zu fragen, ob es Dinge gibt, die ich nochmals aus meiner Sicht erklären sollte oder über die Sie gerne diskutieren möchten. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie es so lange ausgehalten haben. Ja, gern noch irgendwelche Fragen, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Oder war das jetzt ein kleines bisschen verständlich oder ist es völlig hängen geblieben in den Schwierigkeiten, die Baselitz ohne Zweifel hat in dem, was er macht, in diesem Dazwischenstehen zwischen figurativ und abstrakt, was ich wirklich bei keinem anderen Künstler in dieser Form überhaupt erlebt und gesehen habe. Es ist entweder abstrakt oder es ist figurativ, aber eben nicht diese absolute Miteinander und Nebeneinander. Es mag jetzt ein paar jüngere Künstler geben, die ein bisschen ähnlich sind, aber eben aus dieser Zeitspanne, aus Baselitz 38 geboren, also, und es umfasst eben sehr viele ja auch eben Entwicklungsphasen, die in anderen kulturellen Umfeldern tatsächlich stattgefunden haben. Und ich bin immer wieder erstaunt und auch eigentlich auch bewegt, muss ich sagen, wie sehr das Ganze auch eben über diesen Bezug zur Heimat, aber auch diese Abgrenzung zur Heimat und dieses mit der Erde sozusagen, aus der man stammt, verbunden ist, aber zugleich versucht auch, sich daraus zu lösen und Neues zu erarbeiten. Ja. You need to put your translation. Ach so, wir machen jetzt ja. Mhm. Sí. ¿Ya? Muchas gracias por la presentación. Es muy interesante ese espacio entre la abstracción y la figuración. Ya, ya. Hay otro artista paralelo a Baselitz con el que hay cierta, podemos decir, paralelismos y rivalidad, que es Gerhard Richter. Habe ich irgendwie die Übersetzung auch irgendwo? Ich habe zwar die Lautstärke, aber... Ahora sí. Ja, jetzt. Sí, hay otro artista contemporáneo a Baselitz que también ha estado explorando simultáneamente, no en la misma obra, sino en diferentes objetos,
que es Gerhard Richter. Gerhard Richter? Ya, que también Ja. ha explorado simultáneamente, al mismo tiempo, en su obra, no en la misma pintura, no en un solo lienzo, sino en diferentes lienzos, ha transitado o ha simultaneado la figuración de la abstracción. Y además tiene una historia Ja. similar, de venir de Alemania Oriental en una Alemania Occidental, ¿no? ¿Usted considera que eso es una característica generacional, que es una característica de su propia historia, de su formación? Geht das jetzt so, wenn ich einfach reinspreche auf Deutsch? Ja, ja, gut. Das ist gut, dass Sie Gerhard Richter erwähnen. Für mich ist Gerhard Richter tatsächlich der Einzige. Ich habe Gerhard Richter 2004 zum Deutschen Katholikenpreis verholfen. Und da hatte ich mich, in der Zeit habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wo er aber, er hat sich mit diesem Thema total auseinandergesetzt. Und Sie haben völlig recht, dass das von einer ähnlichen Ausgangsposition auch ausgeht. Aber das ist wirklich, ich kenne sonst niemanden. Ich kenne viele Künstler dieser Generationen, aber ich kenne sonst keinen, der irgendwo, das mag ähnlich verwurzelt ist, es mag daran liegen, dass viele der Künstler da, wo sie geboren sind, auch geblieben sind, mehr oder weniger. Das ist dieses Hin und Her, dass es gerade dieser Ost-West-Konflikt ein wichtiger Punkt dafür war. Das könnte sein, ja. Es war nämlich auch sehr, sehr komisch seinerzeit, als ich eben dann irgendwie Gerhard Richter eben für den Preis der deutschen Katholiken vorgeschlagen hatte. Da war ich irgendwo, habe ich gedacht, naja, er hat ja nichts damit zu tun, aber ich hoffe auch, dass die so offen sind, dass sie das trotzdem sehen. Und genau das war dann der Punkt, den der Richter mir dann auch schrieb. Er sagte, er hätte sich so darüber gefreut, weil er ja nur wirklich nicht so furchtbar viel mit Katholizismus am Hut hätte, aber sich davon ausgehend über andere Dinge Gedanken zu machen. Und das sei dadurch für ihn entstanden halt. Dieses immer wieder dann offen sein, dann auch neue Fragen, aber eben gerade aus dieser Ost-West auch Perspektive mit einzubringen. Also ich habe das so immer, also ich habe es bei Künstlern, die eben nur aus einer Gegend kamen und da immer geblieben sind, nicht so in der Form erlebt. Ja. Ja, gut, ja. Carla, muchísimas gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta, no ha salido a colación en tu conferencia, pero sé que has escrito sobre este tema, y es la relación que de alguna manera ha tenido Baselitz con algunas mujeres a las que homenajea en algunos lienzos. Te hablo de Hannah Hosch, de Frida Kahlo. Sé que has escrito sobre ese tipo de representaciones y no sé si nos podrías contar algo al respecto. Ja, weil das habe ich immer so verstanden bei ihm, weil er ist nicht so, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Er ist nicht so der Macho, wie er in der Zeit noch sehr, sehr üblich war, sondern er hat sich wirklich mit deren Anliegen ganz, ganz konstruktiv auseinandergesetzt und hat gesehen, dass da zum Teil Entwicklungen waren,
wo er für ihn nur, wo er es nur bewundern konnte, was da erreicht wurde. Also ich sehe das als eine sehr, sehr konstruktive Sache bei ihm. Und wie gesagt, man macht ja auf den ersten Blick, denkt man manchmal, ist auch so ein Macho und so, aber das ist er eben tatsächlich nicht meiner Ansicht nach. Und er hat dadurch ein Gespür für ganz bestimmte Dinge gehabt, ja. Die also gerade Frida Kahlo, jeder, der ein bisschen sich mit Frida Kahlo beschäftigt hat, kennt diesen wirklich ergreifenden, bewegenden Ansatz, den sie hatte und so, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt an mir, aber ich glaube, wir haben jetzt doch relativ viel ja doch, nicht miteinander geredet, aber sie haben sich viel von mir anhören müssen und so weiter. Und ich möchte mich einfach nochmal bedanken. Für mich war das eine große, große Freude, hier sprechen zu dürfen. Und ich habe die Atmosphäre gut gefunden und ich werde mich bemühen, werde hoffen, trotz meines mittlerweile doch beträchtlichen Alters, vielleicht doch mal wieder nach Bilbao zu kommen. Sehr gerne und wünsche Ihnen weiter hier für die weitere Entwicklung, wie das alles laufen muss. Das muss ja auch alles mit den Terminen und so weiter, das ist ja immer alles schwierig. Wünsche ich viel Erfolg und wünsche weiterhin so reges Interesse und Umgang mit der Kunst. Vielen Dank, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja.